Ja, moin, moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video, das mal die 7 teuersten Bussen. Und das ist jetzt damit nicht gemeint mit irgendwelchen Fantasiebussen oder übertriebenen Bussen von Millionenbeträgen oder so etwas. Gibt es natürlich auch, aber das finde ich jetzt ein bisschen so, ja. Ich habe ein bisschen greifnahe Bussen aufgeschrieben, die ich mit euch bespreche. Und das eine Beispiel ist, dass ihr schon mal gesehen habt, der Unterschied von den Bussen von Deutschland und von der Schweiz. Es gibt zum Beispiel einen Beispielbus, den habe ich jetzt eingeblendet. Das ist, wie ihr seht, die Geschwindigkeit und nicht angegurtet. Das Bild ist natürlich zensiert, aber ihr seht es ja im Text, was steht. Genau. Bei uns wäre 11 bis 15 km/h zum Beispiel. Also, ihr seht ja, was es im Deutschen kostet. Oder, ja, das ist im Deutschen, glaube ich. Und ihr seht, bei uns würde das 11 bis 15 km/h auf der Autobahn zu schnell. Würde 120 Franken kosten. Und 60 Franken fürs ohne Gurt. Aber für das wegen der Geschwindigkeit kommt dann noch angezeigt hinzu. Also es ist immer, ich finde in der Schweiz das immer das Krasse. Ich finde, es ist zwar teuer, es ist zwar brutal teuer von der Bus, extrem viel Geld, vor allem wenn man das mit anderen Ländern vergleicht. Aber was ich noch schlimmer finde, ist dann das mit der Anzeige oder mit dem Ausweis weg. Also das finde ich immer viel schlimmer wieder der Preis, oder? Also wenn dann der Ausweis weg ist, auch wenn es nur für einen Monat ist, ungeil. Außer du hast sowieso gerade Ferien in dieser Zeit und bist zum Beispiel vor einem Monat, 2 Wochen irgendwo weg, dann ist es nur noch 2 Wochen, wo du sozusagen auf den Ausweis musst verzichten. Aber genau. Dann in die Einbahn fahren, ich bin zum Glück noch nie in die Einbahn gefahren, Gott sei Dank. Aber in die Einbahn fahren, manchmal ist es auch im Zug, wenn man sich nicht auskennt, dann kann das noch unter Umständen schnell passieren. Oder dass man auf Gleis fährt oder so. Kostet 100 Stutz in der Schweiz, Einbahn. 100 Stutz. Dann, was ich überhaupt nicht kapiere bei vielen, was ich überhaupt nicht kapiere, wie kann man über eine rote Schranke fahren? Also die Schranke fängt an zu blinken und man tunnert einfach drüber. Man tunnert einfach drüber und das, ja, also nur mal, dass ihr es wisst, falls ihr es vergessen habt, ihr könnt das auch nachgoogeln, weil das ist die Wahrheit. Ihr könnt das auch nachgoogeln, über eine blinkende Schranke, Bahnübergang, drüber zu fahren, wenn es blinkt, egal ob es am Aufgehen ist oder am Runtergehen ist, Stampeln. Ist egal. Ist ein rotes Lichtsignal, kostet 250 Stutz. Also das ist etwas, was ich nicht kapiere. Es machen so viel fahren noch drüber. Also wenn ich jedes Mal, wenn ich das gesehen hätte, das Geld bekommen hätte, dann könnte ich mir schon, weiß ich nicht was kaufen. Also genau, das ist eben das gleiche wie Rot. Dann, wenn ihr eingesperrt werdet, wenn wir es gerade von der Ampel haben, wenn ihr auf dem Ding werdet und die Schranke ist unten, dann nicht das Gefühl haben, ich muss irgendwie ausrangieren oder irgendetwas. Entweder fahren ihr durch die Schranke durch, ich glaube, das wäre wahrscheinlich der kleinste Verlust, weil dann geht euer Auto am wenigsten kaputt und der Zug. Weil wenn das Auto einfach stehen lässt und ihr steigt aus oder ihr irgendwie arrangieren, dass es vielleicht aneinander vorbeipasst, glaubt mir, es geht mehr kaputt als die Schranken. Es kann sogar sein, dass die Schranken, die sind ja eigentlich relativ locker. Also ihr seht ja, wenn die runtergehen und wenn die raufgehen, dass die so wackeln fest, oder? Es kann sogar sein, dass die relativ locker sind, dass man gar nicht so viel kaputt macht. Oder dass man vielleicht sogar, ja, man hätte wahrscheinlich schon etwas kaputt machen, aber ja. Einfach durchfahren. Also wenn ihr eingesperrt sind, tut einfach wirklich durchfahren. Ich glaube, dann ist wahrscheinlich am besten. Dann, schon schauen, dass ich jetzt schnell fahre. Dann genau, 11 bis 15 km/h innerorts, 250 Franken. Das ist ja schon viel, aber ich meine, bis zu 15 km/h, also 10 km/h hat man vielleicht mal noch schnell eine blöde Situation.
Und 21 bis 24 km/h, das ist auch schon viel, Anzeige und mindestens einen Monat Entzug. Also das finde ich schon, das ist wieder das, was ich krass finde. Also darum finde ich, die innerorts schnell fahren, ich finde, passt einfach auf. Passt einfach auf, was ihr macht und dann kommt es schon gut. Aber so, ich muss beschleunigen. Genau. Also was im Deutschen, glaube ich, wirklich auch extrem harmlos ist, im Gegensatz zu der Schweiz extrem harmlos. Darum kann ich das nicht und darum mache ich das auch nie. Das sind wir sicher nie. Wheelies. Wheelies ist laut der Polizei, obwohl wahrscheinlich wer Wheelies kann, der kann TÜV fahren. Der hat den TÜV im Griff. Es gibt sogar, der David Bus kann sogar Wheelie, Slalom mit dem Wheelie machen und so. Aber Wheelie, das ist das, wenn man auf dem Hinterrad fährt, für die es nicht kennen. Auf dem Hinterrad fahren und nur das Hinterrad ist am Boden, das andere ist gerade rauf. Und so zu fahren ist laut der Polizei nicht Beherrschen des Fahrzeugs. Und ich weiß nicht ganz genau, wie viel das kostet, aber es kostet mehrere 100 Franken. Safe. Und im Deutschen sind es irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht einmal 50 Euro. Wahrscheinlich. Oder das ist ja so, ja, finde ich krass, finde ich schade, aber ich denke, unter anderem ist das auch ein Grund, warum das vielleicht so viele Videos gar nicht geschaut werden, wo Schweizer Dinge, weil das alles viel zu streng ist, das Gesetz. Dann, Falschparken kostet zwischen 40 und 100 Stutz. Darum, ich sage dir, ich bin so ein Bünzli mit dem Auto, wenn ich unterwegs bin, ich bin so ein Bünzli. Ich bin ein richtiger Bünzli. Ich liebe Parkhäuser und ich hasse es so, ausserhalb zu parkieren. Warum? Weil ich jetzt gesehen, dass zwischen 40 und 100 Stutz falsch parkieren. Ja, dann sind einfach mal 100 Stutz am Arsch, je nachdem. Oder von mir aus auch zwischen 40 und 100, oder? Das ist einfach... Und das Ding... Gut, da kann ich fahren. Und Parkbillett verloren ist meistens das normale 50 Stutz für ein neues. Und ja, dann würde ich sagen, wäre es das gewesen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt. Bis zum nächsten Mal. Euer Obscuro 94. Ciao miteinander.